Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und heute schauen wir uns gelbe Endstreik-Blasterlers an. Also, fangen wir mal an. Der Honor, da haben wir den ersten, das ist mein Longshot. Spaß, das machen wir auf, wenn wir die 1000 Abonnenten erreicht haben. Und wenn wir sie schon erreicht haben, haben wir es schon aufgemacht. Dann findet ihr das Special auf meinem Kanal. Aber wenn wir schon erreicht haben, trotzdem Abo da lassen. Der Honor haben wir noch mein Vulkan. Auch. Das wird für ein anderes Special mal. Das ist auch so ganz kleines Blasterle. Ja, packen wir die mal in den Hintergrund als Dekoration. Ne, fangen wir mit was fangen wir an? Mit meiner Riken. Ja, warte. Oder fangen wir. Ja, fangen wir mit der Barrel Break an. Das Planänderung. Wir gehen da heute nicht immer ganz strategisch vor. Das ist ingenieursmäßig, das passt schon. Und vor allem, ich würde sagen, wir vermessen die mal. Aufwachen, geht was zum Tor. Dann ich messe, weil wir messen natürlich in Meter pro Sekunde. Wir vermessen die mal. Und jetzt ist klar, da habe ich schon. Es ist nur die Frage, welcher Lauf zuerst. Das ist 50-50 Chance, links oder rechts zuerst. Das war mal 50-50 Chance. Das ist dann. Ja. Hätte der zweite noch verschießen sollen. Das heißt links zuerst, dann rechts. Das hätte ich auch mal, wie das klar wird. 12,4 und 10,9. Haben wir 6 Stück. Hab dann noch Guck voll Pfeile. Wir nutzen da Pfeile mit Saugnäpf. Deswegen raschelt es jetzt ein bisschen. Das ist ganz witzig wie du. Also, das ist ganz witzig wie das Blasterle, Gott. War mit ein bisschen Gefühl. 12,4. Hui! 46,2. Das halte ich für Gerücht. Der hat jetzt auch nicht mehr Bums gehabt wie die anderen. Ich habe jetzt aber keine Lust zu rechnen. Das heißt, ich sollte mal rausfinden, wie man da dann rausrechnen kann. Wir fangen ja nochmal von vorne an. Das macht ja Spaß, das Blasterle zu laden. Deswegen habe ich es noch gekauft. Ihr habt das auch in transparent rot. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habt. Aber heute für die Ästhetik nur die gelbe. 13. 12,5 Meter pro Sekunde, versteht sich. Ja, das Maßeinheiten sind keine Luxusobjekte. Haben die Physiklehrer und Professoren immer gesagt. 13,7, 11,4, haben wir noch 2. Haben wir jetzt im Durchschnitt 12,6, Minimum 11,4 und Maximum 13,7. So. 12,1 und 12,3. Ja, ganz witziges Bleisterle. Wollen wir da Pfeile reinlädt. Zack, 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 zack. Wenn man richtig durchdrückt, schießt der beide auf einmal. Aber jetzt demonstriert. Da ist Anleitung, ganz wichtig. Die Barrel Break, die Fassbruch. Okay, ich glaube Barrel heißt dann Laufbruch. Also, ja. Erst Hebel drücken, dann nach vorne ziehen, dann nach unten, dann Pfeile rein. Aber machen wir nochmal, weil es so schön ist. Dann zurück nach oben und zurück. Das ist Laden in 6 Schritten. Und aufgeräumt. Ja, das ist einer meiner gelbe Blasterlers. Wir haben da noch mehr. Wir haben da noch ein Maverick. Ein bisschen. Ja, habe ich gebraucht gekauft. Ich habe den neuen Original verpackt, aber die Schweiß, die passt dann heute nicht dazu. Ja, immer günstig gekauft, deswegen. Aber das hat man eigentlich fast ist der Honor. Mit so Schlinge.
Das ist halt cool. Also ich finde das Blasterle von der Optik her cool. Aber ja, fragen wir mal das Messmittel. Ich habe so heimlich resettet, was das sagt, ob das auch cool findet. 15,7, 17,1, 5,8. Ach, das waren 2. Heieieiei, heute läuft es aber nicht. Wir laden das mal, da seht ihr auch, wie das geladen wird. Mit möglichst viel Geraschel. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Aber ich höre es. Weil das ist, die Tüte ist okay, die raschelt nicht so arg. Ab, Reset. Das macht ein bisschen viel Quatsch. Das Messmittel. Ab. Oh. Ja. Das finde ich ganz gut, dass es vor der Kamera passiert ist. Das muss doch ein schöner mal richten. Da muss ich mal Stativ mir überlegen. Aber ja. So. 60,8. 80,3. 60,6. 60,1. 17,6. Das müsste der letzte sein. 17,7. Das heißt, das macht im Mittel 17,1, im Minimum 16,1 und im Maximum 18,3. So. Laden wir noch. Gucken, ob das. Bin mir nicht sicher, ob das Slamfire hat. Das Triggerle halte und dann packen wir das mal auf die Seite. Das frustriert mich gerade. Ne, das Gott. Ne, das Gott nicht. Das muss man nacheinander machen. Jetzt ist leer. So. Dann resette. Ich resette. Und das nächste Blasterle. Packen wir das auf die Seite. Dann haben wir da noch ein Alpha Trooper. Das war bloß das Blaster. Das ist von der Riken Mark II. Das Magazin, keine Ahnung, das ist von irgendeinem Blaster. Hatte ich halt da. So, dann müssen wir Messwerte so machen. Das wird jetzt ein bisschen aufwendiger. All das Ding hat Slamfire, das weiß ich. 14,3. 13,8. 15,2. 14,8. 14,8. Und 16,6. Das heißt, bei 6 Messwerten haben wir im Durchschnitt 14,9, im Minimum 13,8 und im Maximum 16,6. So, gleich Resetter und zurück. Wir haben noch mehr Blasterlers. Aber bevor wir die angucken, war das Magazin noch leer. Und da kann ich jetzt Trigger halten und jetzt ist leer. Die spart mir Millisekunde. So, jetzt wird es ein bisschen eng auf dem Tisch. Ist ein schönes Blaster. Aber ich finde es halt bei dem Blaster schade, dass man da keine passende Schulterstütze kriegt. Und irgendwie passt das Gelb auch nicht ganz. Oder doch, zu denen passt es. Zu die zwei passt gelblich.
Das ist ein bisschen. Ah Gott. Ein bisschen. Und was mich wundert, ich habe da noch so Riken CR6. Wenn wir die da haben, das habe ich mal getestet. Die Schulterstütze tauscht. Die passt nicht. Also nur mit Gewalt. Das sollte nicht so sein. Gut, die passt da optisch nicht, die passt halt wirklich schön an die Riken. Also, das mit Modularität ist schon schön. Wenn man dahinter die Schnittstelle, ich meine, das ist auch scheiße. Aber wenn man da das Ganze, das Drumherum, wie das Gehäuse aussieht, auch jedes Mal anders macht, dann funktioniert das mit Modularität halt nicht. Und das passt halbwegs, aber von der Farbe auch nicht ganz. Also, ja, das gehört halt auch an eine Riken nur. Selbst da passt es nicht ganz. Gut, da geht es ein bisschen runter. Aber ja, die passt halt schon schön, die Schulterstütze. Das ist ein nahtloser Übergang. Mal abgesehen von den Dingeln da oben, das hätte man vielleicht nur noch hintersetzen können und dann. Aber ja, könnte schlimmer sein. So, da haben wir Zielfernröhrle oder so, wie so bei. Das kann man da verstellen. Wir haben jetzt ein Lämple. Was macht das? Nix, weil keine Batterien drin sind. Ich glaube, normalerweise leuchtet das in irgendeiner Farbe. Und wir haben eine Laufverlängerung. Das da können wir noch hoch und runter. Und dann haben wir wieder ein Messmittel. Dann legen wir los. So, 23,8. Die ist stark. Vielleicht war es bloß ein Ausreißer. 15,7. ,8. 17,5. 22,2. Oh, komm schon. Oh, mag's nicht. Eieiei. Mag das jetzt nicht. Krust. Letzte Pfeile. Jetzt alle. Es ist jetzt halt, fehlt mir Hand. Ja. Hat es jetzt ein bisschen verquetscht. Und dann haben wir 20,4. Ja, das ist ein starkes Blästerle. Es war schon stark in der Serie. Das hat 19,4 im Durchschnitt. Mit einem Minimum von 15,7 und einem Maximum von 23,8. Es ist starkes Blästerle. Ja. Gut. Ich habe das auch zweites Mal. Das ist doch auch noch das. Und für alle, die meinen Kanal kennen, ich habe alles davon modifiziert. Und das ist es nicht. Ich habe das modifiziert. Und ihr seht, ich habe da auch noch mal die Anbauteile. Die habe ich normalerweise in dem dran. Das machen wir auch wieder da dran. Und ihr seht da vielleicht schon ein bisschen der Heißkleber durch. Und jetzt seht ihr, das ist verkürzte Pfeile. Und wie spätestens jetzt wird es klar. Also wenn ihr das Wochenende zwischen den Rinnen mal durchschaut, ich hätte das auch mit durchsichtig, also mit, ja, wobei spätestens vorne, ich hätte da natürlich auch einen anderen Lauf machen können, das faken können, also mit so nicht transparentem Orange. Hätte ich ja da, ja bei denen da auch noch rausgemacht gehabt. Sieht es ein bisschen, nicht arg aus eurer Perspektive.
Ein bisschen sieht man es durch. Und die Schulterstütze habe ich halt. Das ist nach außen die größte Änderung. Man braucht ein bisschen mehr Stabilität. Und das Lichtle wollte ich eigentlich noch ändern bei dem Blaster, ich habe bloß alles von denen. Deswegen haben wir das nicht geändert. So messen wir mal den Serienzustand. Stellen wir den Serienzustand mal wieder her. Da, das ist Serie. Das ist für Dekoration. Ich finde, das mit dem Licht sieht schon cool aus. Also so sieht der Blaster schon sau cool aus. So. Also, Serienzustand 19,4 gilt zu schlagen. Einmal Resetten. Zurück. Reset. Zurück. Jetzt. So, dele. 10,4. Aber ein Haufen Kraft macht's. 12,8. 12,1. Oh, seht ihr, was für Pfeile rauskommen. 12,5. 12,0 und 13,0. Serie, so sieht es dann aus. Und da macht es das nicht. Ja, hat schon einen schönen Sound. Ja, den Spaß wollte ich mir gönnen, da mal modifiziertes Blaster mit einfließen zu lassen. Kriege ich den da noch? Deshalb habe ich sogar das Magazin modifiziert. Mann, das ist kein Original Nerf-Magazin, deswegen das habe ich da ein bisschen zusammenschneiden müssen. Das habe ich halt auch gehabt. Ja. Das ist alles mehr für Show wie für die Notwendigkeit. Ich meine, von den Worker wäre cool, wenn es da noch Oranges gäbe. Das ist irgendwie leiser. Ja. Aber schönes Sammelsurium haben wir da ein Bleisterler. Packen wir die Alpha drüber oder so oben drauf. Oder so, wie sehen wir das nochmal? Packen wir die da noch seitlich hin. Habt ihr noch ein schönes Bild zum Schluss. Und ja, dann machen wir das Abo drauf da. Oder habt ihr vielleicht schon da gelassen, dass ich das auch auspacken kann. Das war, glaube ich, mein zweites Video, wo ich die Dinger da davor gezeigt habe. War sehr optimistisch am Anfang, dass das rasant geht mit dem Kanal. Und ja, es läuft ja auch. Es läuft ja. Also von daher haben wir Spaß. Nächste Woche oder nächste Video, dann wir wieder basteln. Das ist immer so abwechselnd. Basteln, mal wieder Übersicht, mal wieder basteln. Zumindest jetzt am Anfang von mir, weil ich bin letztes Jahr ein bisschen wenig zur Übersicht gekommen. Da habe ich viel mit Basteln zu tun gehabt. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen abwechselnd Übersicht der Bastler. So lange, bis man die Übersicht ausgegangen hat. Will ja nicht ständig gebrauchte Blaster kaufen. Will mehr Bastler, aber fürs Erste. Und wenn ihr das Bastler sehen wollt, schaut euch die Videos auch an. Macht Kommentare, dann sagt ihr, was ihr mehr sehen wollt. Schreibt mir in die Kommentare, klar. Was da wohl ist da. Schreibt mir, was ihr sehen wollt, was wir machen sollen. Gucken wir, dass wir das alles machen. Und so Stück für Stück haben wir mehr Möglichkeiten. Und ich repariere jetzt erstmal das Ding da hinten. Das ist ärgerlich. Kann man das? Ja, da kümmern wir uns nicht drum. Da finden wir auch Lösungen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blasteringenieur.